Merci für Ihren Interessen. Wir gucken lo zusammen eng Mesure von der Reform von 2017, und zwar der Reklassement. Wir gucken für weitere Reklassement gemerkt hast, wie eine Karriere konzerniert sind, und wie ein Beamter reklassiert wird. Haben wir gesehen ein paar praktische Beispiele. Der Grund vom Reklassement besteht darin, dass es 400 Reformfunktionäre gibt, die nicht an der Karriere klassiert werden, die ihrem Diplom entsprachen. Durch das Reklassement kommen die Leute an die Karriere, die ihnen zusteht, und an den Grad, wo sie hingehören, en Funktion von ihrer Anciennität. Wie geht das Reklassement gemacht? Es geht ihnen immer an 2 Schritte für. Für den ersten definiert den Grad des Reklassements und dann noch den Echelon des Reklassements. Für den Grad des Reklassements guckt ihn, wenn die Person definitiv angestellt ist. Und dann appliziert in den Verlauf von der neuen Karriere fiktiv auf die Person und es guckt den, an welchem Grad sie den 1. September 2017 gewählt wird. Für den Echelon des Reklassements zu definieren, muss ihn an 2 Etappen gehen. Für den ersten guckt den, an welchem Echelon der Beamten den 31. August 2017 war. Wenn es den Echelon am neuen Grad gibt, dann behält den Echelon. Wenn nicht, dann kriegt den direkt mehr hohen Echelon. Das Reklassement geht vom 1. September bis den 31. Dezember 2017 appliziert. Wenn eine Person an der Zeit ein Biennale zu gut hat oder ein Avancement, dann geht dem natürlich Rechnung getragen. Für die Zeit vom 1. Januar 2018 guckt er für den ersten, ob die Person durch das Reklassement an einen hohen Grad kommt. Ist das nicht der Fall, dann geht nichts Echelon geändert. Wenn die Person an einen hohen Grad reklassiert ist, dann guckt er, wie eine Nummer den Echelon am neuen Grad hat, und jetzt setzt die Person am neuen Grad auf den Echelon N-1, also den Echelon, dem seine Nummer eng zu mehr klein ist. Wenn die Person 4 Reklassement zum Beispiel am Echelon 10, dann könnt sie noch ein Reklassement an den Echelon 9. Schlussendlich gibt es einen speziellen Modus für den Echelon vom 1. Januar 2018 zu definieren, und zwar an dem Fall, wo der letzte Avancement für ein Reklassement nicht an den nächsten Grad gehen ist, mehr über ein paar Grade gegangen ist. Verschiedene Karrieren haben so Avancement erkannt. So ist ein Educateur Gradué zum Beispiel vom Grad 8 an den Grad 11 gegangen oder vom Grad 11 an den Grad 13. Den Educateur Diplômé kommt zum Beispiel vom Grad 4 an den Grad 6. Wenn das bei einer Person der Fall war, da geht er folgendermaßen vor. Für den ersten hält er das letzte Avancement nicht weg und es setzt die Person durch eine Negativpromotion nicht an den Grad führen dem letzten Avancement. Danach reklassiert die Person an den Grad, wo sie den 31. August 17 war, und zwar mit der Formel Echelon N-1. Schlussendlich gibt in der Person eine Promotion an den Grad des Reklassements. Wenn wir also ein paar praktische Beispiele angucken, dann muss man sich natürlich für die erste fragen, wie eine Karriere da vom Reklassement konzerniert sind. Das ist den Educateur Gradué, den Educateur Diplômé, den Assistant Social, den Ingenieur Technicien und den Expeditionnaire Technique, den ein Diplom de fin d'études secondaires Technik hat. Als erstes Beispiel gucken wir den Fall von einem Ingenieur Technicien. Den 31. August 2017 ist er am Grad 11, Echelon 302. Wenn wir hier auf den 1. September 2017 reklassieren, dann definieren wir für den ersten Grad der Reklasse. Die Person ist den 1. Februar 2009 definitiv genannt. Wir applizieren seine neue Karriere von dem Moment an. Den 1. Februar 2009 ist er am Grad 10. Er wird den 1.2.12 an den Grad 11 kommen, den 1.2.15 an den Grad 12, an den 1.2.21 an den Grad 13.
Also geht op den 1.9.17 an de Grad 12 reklasseiert. Donno fixéieren wir den Echelon de Reklassement. Den 31. August 2017 ass die Persoun am Grad 11 Echelon 302. Da gucke mir, ob et den Echelon am Grad 12 gëtt. Wëllet den Echelon 302 net am Grad 12 gëtt, gëtt die Persoun an den direkt mi héigen Echelon klasseiert, den Echelon 305. De Beamten do ass also schließlich an de Grad 12 Echelon 305 reklasseiert gin. An de Reklassement gëtt appliéiert vom 1. September bis den 31. Dezember 2017. Aufgrund von einem Reglement Grandducal vom 31. August 2018 muss vom 1. Januar 2018 und eventuell den Echelon de Reklassement neu definieren. Dafür muss für dich gucken, ob die Person durch das Reklassement an einen höheren Grad kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleibt der Echelon unverändert. In diesem Fall werden Beamten für ein Reklassement am Grad 11 an Nummerklassement am Grad 12. Da guckt den, wer eng 12 den Echelon am Grad 11 hat. Den Echelon 302 hat am Grad 11 Nummer 4. De Beamten geht am Grad 12 an den Echelon N-1 reklassiert, also an den Echelon Nummer 3. Die Person geht also vom 1. Januar 2018 an den Grad 12 Echelon 320 reklassiert. Als zweites Beispiel gucken wir den spezifischen Fall von einem Médicateur gradué, dem sein letztes Avancement für ein Reklassement über Purgrade gegangen ist. Den 31. August 2017 ist er am Grad 11 Echelon 314. Die Person ist zum Grad 8 an den Grad 11 gegangen. Für dich möchte ich das Reklassement auf den 1. September 2017. Die Beamten aus dem 1. Februar 2009 definitiv angestellt sind. Wir applizieren los eine neue Karriere von dem Moment an. Den 1. Februar 2009 ist er am Grad 10, den 1. Februar 12 am Grad 11, er wird den 1. Februar 15 am Grad 12 gewesen, am 1. 2. 21 am Grad 13. Also geht er auf den 1. 9. 17 an den Grad 12 reklassiert. Donno fixieren wir den Echelon der Reklassement. Den 31. August 17 ist die Person am Grad 11 Echelon 314. Da gucken wir, ob den Echelon 314 am Grad 12 geht. Wenn den Echelon 314 nicht am Grad 12 geht, geht die Person an den direkt mit großen Echelon klassiert, den Echelon 320. Die Beamten do ist also schließlich an den Grad 12 Echelon 320 reklassiert gehen. Der Reklassement do geht appliziert vom 1. September bis den 31. Dezember 2017. Vom 1. Januar 2018 an muss bei der Person do den Echelon neu definieren, und zwar will hier das Avancement vom Grad 8 an den Grad 11 gegangen ist, und also über mehr wie 1 Grad. Et mecht den dat an 3 Etappen. Für dich hält den dat letzte Avancement für ein Reklassement weg. Für ein Reklassement wird die Person am Grad 11 Echelon 314. Durch eine Negativpromotion geht die Person nächst an den Grad 8 Echelon 299 gesagt, das ist den Echelon Nummer 11. Donno möchte ein Reklassement an den Grad, wo die Person den 31. August 2017 war, also den Grad 11, und zwar an den Echelon 10, das ist den Echelon 380. Dann möchte ich eine Promotion an den Grad Reklassement, also an den Grad 12. Schlussendlich ist die Person damit an den Grad 12 Echelon 410 reklassiert gehen, und das geht vom 1. Januar 2018 an appliziert. Et 7 Grad, den Echelon, wie in der normaler Formel Echelon N-1 definiert hat, wäre mehr favorabel. Ich sage nicht, merci für Ihr Interesse
Und ich wünsche euch viel Success beim Reklassieren.